Tim und Desiree Mucciarto, live vor Ort. Danke vielmals für eure wunderbare Message. Danke, dass ihr euch auch noch jetzt Zeit nehmt, um folgende 3 Fragen zu beantworten. Ich bin wirklich gespannt, weil die Message, wenn ihr sie nicht gesehen habt, schaut sie unbedingt noch nach. Wenn ihr jetzt gleich zugeschaltet habt, dann nehmt euch dazu Notizen mit, denn es sind wirklich gute Worte gefallen und auch ein wichtiges Thema. Zuerst, wie geht es euch jetzt nach dieser Message, euch beiden? Ich habe geschwitzt wie ein Irrer, aber es geht mir gut. Ja, wir hatten diesen Eindruck, dass wir über das predigen sollen und dass wir auch klar sind. Und ich glaube, wir waren klar in den Punkten. So manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal sitze ich im Publikum und ich will einfach, Pastor, gib mir eine klare Antwort auf was. Gib mir mal schwarz und weiß. Und ich glaube, das haben wir gemacht. Also wenn du die Message noch nicht geschaut hast, dann schau sie noch nach auf unserem YouTube-Channel oder auf Spotify. Unbedingt, ja, und es wurde auch dreckig. Also Tim, du hast dich hineingekniet in den Dreck, du hast angefangen zu sieben. Ich dachte mir, wow, ich habe das noch nie so gesehen, Tim in Action im Garten. Das ist wirklich ein Commitment, Tim hasst Dreck. Wirklich. Ja, du gibst wirklich alles und das hat man gespürt bei euch beiden, dieses Herzblut, auch dieses Thema, das euch offensichtlich auf dem Herzen liegt. Ihr beide seid sehr jung, ihr habt vor einem Jahr, 2 Jahren geheiratet? Vor ein paar Monaten, genau, Vor ein paar Monaten. Fast ein Jahr. Und ich sage ein Jahr, das zählt, wir nehmen das Jahr. Und deshalb ist es für mich auch etwas Spezielles, ein spezieller Moment, der ich euch Danke sagen möchte, für das, dass ihr euch die Zeit nehmt. Und es ist nicht selbstverständlich, dass junge Leute vor die Kamera stehen und sagen, hey, so findest du einen Partner, das ist wichtig. Und deshalb danke euch vielmals. Und ich möchte gleich starten mit der ersten Frage. Kann Unfriedenheit in der Kennenlernphase ein Zeichen von Gott sein, dass er sagt, nö, das passt nicht? Also ich würde sagen, ja. Zu dieser Frage, ich glaube, es kann ein Zeichen sein. Ich denke, Gott oder der Heilige Geist redet ja auf verschiedene Arten, bei einem mehr durch Träume, bei anderen mehr durch ein Bauchgefühl oder durch Frieden oder Unfrieden. Und ich glaube, dass Gott immer im Frieden kommt. Und dass, wie wenn du Unfrieden spürst, dass das wahrscheinlich etwas zu sagen hat. Es ist natürlich sehr schwarz-weiß. Ich glaube nicht, dass es immer so ist, aber ich denke, es ist auch zu prüfen, hat das irgendwie mit meiner Vergangenheit zu tun, mit irgendwie Ängsten, die ich noch habe, oder ist das so ein Unfrieden und du kannst nicht wirklich sagen, warum. Dann würde ich schon sagen, kann es ein Zeichen sein, dass es diese Person nicht ist. Was würdest du sagen, wie spürt man diesen Unfrieden? Also Unfrieden, ist etwas auch wie das Schmetterling im Bauch, die du weißt, nein, das ist nicht gut, oder? Das würde ich jetzt natürlich gerne die Person fragen, die die Frage gestellt hat. Ja, deshalb frage ich euch. Wie sich das genau äußert. Ich würde, wenn du keinen Frieden hast über eine Entscheidung, dann würde ich keine Entscheidung treffen im Moment, sondern warten. Und ich würde mit Gott ins Gespräch auch gehen und Gott mal fragen, wieso habe ich diesen Unfrieden? Warum setzt nicht Friede ein? Und mit ihm da sehr ins Gespräch gehen, weil keinen Frieden haben und dann jemanden heiraten, aber ohne Frieden zu haben, das würde ich niemandem anraten, weil ich glaube, auch eine Hochzeit soll ein Tag der Freude sein und wenn du das nicht genießen kannst, dann glaube ich, dann müsste dieser Friede wie noch nachrutschen. Und wenn du nicht bekommst, was auch manchmal hilft, ist auch mal Gott zu sagen, hey, das ist ein bisschen herausfordernd, aber Gott, wenn ich in den nächsten 3-4 Monaten hier keinen Frieden bekomme, dann sehe ich das auch als Zeichen an, dass du Nein sagst. Und dann beende ich das auch. Also verschwende nicht deine Zeit, lebe nicht 10 Jahre in diesem Unfrieden, sondern dann sei auch seriös in deiner Beziehung mit Gott und sag ihm, wenn es in 4 Monaten noch nicht anders ist, dann höre ich auch auf mit dieser Beziehung. Also sei da, das ist deine Zeit, es ist dein Leben und genau, das wäre mein Tipp. Danke vielmals für das. Jetzt, ihr habt mir erzählt, ihr habt auf der Bühne gesagt, ihr habt 3 Dates und danach war fest, so, wir machen uns auf diesen Weg. Eine Person hat gefragt, welche Eigenschaften waren dir besonders wichtig und warum? Jetzt kann man sagen, gut, nach 3 Mal, war da wirklich schon alles geklärt? Ich denke nicht, dass nach 3 Monaten, also nach 3 Dates ich ihn schon ganz gekannt habe, aber ich glaube, wir haben nach 3 Dates schon gemerkt, okay, wir möchten auch, dass unsere Beziehung auch andere sehen, unsere Familien, unsere Freunde, dass wir wie mehr Leute in das reinlassen, weil das gibt ja auch nochmal ein Bild, denke ich. Und mir war wichtig, ich kann natürlich nur von meiner persönlichen Erfahrung reden, mir war wichtig, dass es jemanden ist, der mich im Glauben zieht und nicht jemand, den ich ziehen muss. Dann war mir wichtig, dass er Humor hat. Das hast du auf jeden Fall. Ja.
weil ich habe mir so gedacht, ja, sonst ist mir langweilig. I can't do this, sorry. Genau, das war noch eins und das sind gerade die zwei, die herausstechen für mich. Ich hatte natürlich schon noch mehr Dinge und ich glaube, die haben sich dann mit der Zeit mehr und mehr auch bestätigt. Aber bei uns jetzt, in unserem Fall, war es dann auch erst in der Beziehung. Genau, das ist so meine Antwort. Soll ich auch noch? Ich würde sonst gerne gleich einhaken und zwar, du hast gesagt, es war euch noch wichtig, dass die Familie auch drin ist. Hattet ihr die Familie schon kennengelernt beim Daten oder als ihr schon zusammen wart? Wir haben die Familie kennengelernt, nachdem wir zusammen waren. Okay. Also wir wussten, bei diesem dritten Date hat er mich gefragt und hat er mir gesagt, ich würde gerne deine Familie kennenlernen. Und dann wussten wir, okay, ja, dann machen wir es sozusagen exklusiv, dann sind wir in einer Beziehung. Und wir haben dann relativ schnell, wir hatten Geburtstag, gerade einen Monat später, und dann haben wir mit den Familien sozusagen gefeiert und sie kennengelernt. Ja. Sehr cool. Ja, wir haben diese Filter, die wir vorhin erwähnt haben, haben wir nicht alle im Dating bereits abgeklärt, sondern auch ein paar Dinge waren dann erst in der Beziehung wirklich dran, gerade die Familiengeschichte, das haben wir erst dann. Für mich vielleicht noch, was wichtig war, als ich anfing zu daten, auf was ich mich achtete, war Nummer eins. Nummer eins war, investiert sie sich in die Kirche? Das war für mich besonders wichtig, also ist sie einfach eine Konsumentin oder verwendet sie ihre Zeit, ihre Ressourcen in die Kirche? Also ist Kirche einfach ein Hobby oder ist es wirklich etwas, das sie auch sich reingibt und mitprägt? Das war für mich wichtig. Und Nummer zwei, das war aber dann wichtig als Eigenschaft, warum ich mir überlegt habe, dann Desi zu heiraten, ist, ich wollte mal sehen, ich habe mir gesagt, ich verlobe mich nicht, bevor ich mal mit Desi richtig gestritten habe und wir gelernt haben, uns zu vergeben. Weil ich möchte sehen, können wir uns versöhnen? Können wir uns vergeben? Können wir nach einem Streit auch wieder weitergehen in die gleiche Richtung? Oder ist da die Einheit gebrochen und wir kommen da nicht mehr durch? Also kann Desi vergeben? Kann ich vergeben? Ich habe es auch nicht genau gewusst. Und darum habe ich ihre Buttons gepusht, bis sie ausrastete. Nein, Spaß. Bitte nicht zu Hause nachmachen, das ist schlechte Advice. Nein, aber einfach, wir hatten dann einen Moment, wo wir wirklich stark gestritten haben und wir konnten uns versöhnen. Und das war ein wichtiger Punkt für mich. Können wir vergeben. Also kann man eigentlich sagen, dass grundsätzlich ist es nicht, bevor man zusammen ist, muss man nicht alles geklärt haben. Kann man das so stehen lassen oder? Ich glaube, du kannst nicht. Ich glaube, gewisse Dinge, also gerade eben, wenn du mit Freunden weggehst als Paar oder in die Familie gehst als Paar oder gewisse Dinge kommen erst raus, wenn du zusammen bist. Und ich glaube, das ist genau das Ding, was wir auch in der Predigt sagen wollten. Es ist, wie findest du einen Partner, nicht wie findest du einen Freund oder eine Freundin, sondern wie findest du jemanden, den du schlussendlich auch heiraten möchtest. Das heißt aber auch, dass die Beziehung immer noch sich beenden kann, dass immer noch fertig sein kann, weil irgendetwas wie Tim, dir brennt es auch unter den Fingernägeln. Genau. Er ist ready. Ganz, weil ich will unbedingt etwas sagen, ich glaube, dass die Leute uns nicht falsch verstehen, ist, du heiratest einen Fremden. Was meine ich damit? Wir verändern uns ständig. Ich habe nicht unter Kontrolle, wie sich Desi entwickeln wird. Ich kann hoffen, dass Gott mit ihr unterwegs ist und dass ich sie prägen kann in einer christlichen, in einer guten Art und Weise. Aber du wirst auch, wenn du gewisse Dinge lernst, du erst, wenn du geheiratet hast. Desi ist auf die Welt gekommen, als sie mich geheiratet hat. Ich bin auf die Welt gekommen. Wir können nicht alles wissen. Und ich möchte da auch ein bisschen den Druck rausnehmen. Wir haben diese Filter gegeben. Schau dir diese Filter an. Und du kannst nicht alles wissen. Schlussendlich heiratest du jemanden, der in 10 Jahren wieder anders ist. Aber zu dem Zeitpunkt, wo du ihn heiratest, sollte diese Filter stimmen. Das war unser Punkt. Ja, wir kommen schon zu unserer letzten Frage und zwar: Was würdet ihr jemandem raten, der sich unsicher ist, ob sie die richtige Person gefunden hat? Ich glaube, es richtet sich danach, wenn du jemanden schon am Daten bist, schon zusammen bist. Ja, Tim, was sind deine Gedanken? Also ich kenne dich jetzt nicht, aber ich würde dir anraten, warum die Unsicherheit? Also was löst diese Unsicherheit aus? Ist es einer dieser Filter? Ist es, dass du grundsätzlich einfach unsicher bist oder nicht committen kannst?
ist es dein Problem oder ist es ein Problem, das du siehst in dieser Person? Ich kenne jetzt deine Geschichte nicht, aber wenn du nicht sicher bist, dann würde ich dem wirklich, wirklich auf den Grund gehen in deiner Beziehung, mit Menschen darüber sprechen, mit deiner Small Group darüber sprechen. Was sind die Dinge? Bete dadurch, spreche darüber. Das ist gerade mein Take. Ja, ich hätte also Ähnliches gesagt. Ich glaube, bei Unsicherheit braucht es auch sehr viel Weisheit. Und dass du wirklich, vielleicht hast du Freunde, deren Rat du sehr schätzt oder ein Mentor, eine Mentorin und hörst da mal zu und dass du wie mit Gott nochmal ins Gespräch gehst, eben, woher kommen diese Unsicherheiten? Ich glaube, das zieht sich ein bisschen zurück auf die erste Frage, so mit dem Unfrieden. Ist es eine eigene, ist es etwas in mir oder ist es etwas, das ich wirklich ernst nehmen muss, auch für diese Beziehung? Ich glaube, ja. Ja, mega. Und ich möchte noch ergänzen, wenn du diese Frage stellst, wir haben das vorhin auch in der Predigt beantwortet. Grundsätzlich glauben wir nicht, dass Gott einfach eine Person für dich ready hat und wenn du diese Person verpasst, dann ist dein Leben vorbei. Und wenn du diese Frage stellst, du bist unsicher, ob sie die eine ist, weißt du, das haben wir vorhin auch in der Predigt gesagt, wenn du gelernt hast zu vergeben und wenn du verstanden hast, dass die Ehe darum geht, wie du deinem Partner dienen kannst, nur um das, dich kümmern, die andere Person höher stellst als dich selber, wenn du diese zwei Dinge gelernt hast, zu vergeben und die andere Person höher zu achten als dich selber, ich gebe es dir nachher, dann kannst du noch viele Leute heiraten. Wenn beide das tun, dann ist das wichtig. Und darum möchte ich den Druck herausnehmen, wenn du also diese Frage gestellt hast, weil du das Gefühl hast, du hast nur diese eine Chance und du hast nur diese eine Person und bist dir da nicht sicher, das glauben wir grundsätzlich nicht. Ja, genau. Und ich denke, das geht auch wieder zurück auf die Predigt. Es ist auch eine Entscheidung. Also, ich sage nicht, wenn du unsicher bist, egal, geh trotzdem, überhaupt nicht. Aber ich glaube, schlussendlich entscheidest du dich, ja, ich heirate diese Person mit allen Fehlern, mit allen und im Wissen, dass sie sich stetig verändert. So, genau, das wollte ich noch ergänzen. Danke vielmals. Ein Satz zum Schluss. Würdet ihr den Leuten da draußen raten, seid mutig und probiert mal? Oder nein, lieber abwarten und wirklich alles 3-4 Mal prüfen? Okay, es kommt darauf an. Diese Frage liebe ich Ihnen einfach. Wenn du eine starke Beziehung mit Jesus hast und wenn du wirklich von dir behaupten kannst, dass Jesus dein Ein und Alles ist, dass Jesus genug für dich ist und dass du auch an einem Punkt bist, wo du sagen kannst, hey, weißt du was, Jesus, auch wenn ich niemals heiraten werde, du bist genug und ich weiß, ich werde ein erfülltes Leben führen, dann sage ich dir, geh richtig aggressiv rein. Date richtig stark. So 7 Frauen pro Woche. Nein, das war ja Spaß. Aber date. Sei mutig und stark. Weil du hast etwas zu geben und vielleicht findest du dann auch was. Und ich glaube, da würde ich dich ermutigen, wenn du noch keine Beziehung mit Jesus hast oder die ist noch fragil oder du hast die Tendenz, jemanden an die Stelle von Jesus zu setzen in deinem Leben, dann würde ich dir noch ein bisschen abraten davon, sondern lieber mal in eine Small Group gehen. Lieber mal dich investieren in die Kirche. Lieber mal in einem Team mitarbeiten. Lieber mal mit Freunden tiefe Freundschaft bauen und deine Beziehung mit Jesus vertiefen. Ja. Ich denke auch, es kommt so darauf an, zu wem man spricht. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, so, eben, wie sieht es in deinem Herz aus? Und gleichzeitig aber denke ich auch nicht, dass du vollkommen erfüllt sein musst. Oder wir sind nie perfekt. Also ich möchte da auch wieder Druck rausnehmen und gleichzeitig glaube ich auch, nimm das ernst. Wo hast du Wunden? Wo hast du Verletzungen? Wie sieht deine Geschichte aus? Vielleicht bist du noch nicht ganz über jemanden weg, aber bist einfach nicht ehrlich genug. Ich glaube, all diese Dinge spielen eine Rolle und bist ehrlich mit dir. Bist du bereit? Ich glaube, das kannst nur du mit Gott ausmachen. Bist du bereit oder bist du eben nicht bereit zum Daten?
Wow, hey, danke euch vielmals für eure Zeit. Danke auch, dass ihr als Vorbilder vorausgeht. Ich bin tief beeindruckt, dass ihr zwei hier Rede und Antwort steht, auch für all die Fragen. Wenn ihr irgendwann mal Fragen habt und ins ICF kommt, die zwei stehen gerne für das bereit. Einfach ansprechen, Team beantwortet diese sehr gerne und diese auch. Nein, ich danke euch wirklich, danke vielmals, dass ihr da wart. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche und wir sehen uns nächsten Sonntag, gleiche Zeit, gleicher Ort. Wenn du zu Hause bleiben willst, bleib zu Hause und sonst komm hierher. Wir freuen uns, euch zu sehen. Ciao zusammen. Tschüss.